Willkommen zurück zu unserer 4. Episode von Super Mario Odyssey. Mit den Nerdy Birds! Nerdy Birds vom Mit dem- Geekstübli. Genau. Mit dem Raffi. Und dem Chris. Danke vielmals. Wir sind immer noch Mario mit Poncho am Schlottern Genau. in der Wüste, was uns ziemlich komisch dünkt, aber wir schauen weiter. Genau. Wir haben letztes Mal ja da einen Mond freigeschaltet, wo wir jetzt natürlich auch einsammeln können, damit wir natürlich ganz schnell ein Erfolgserlebnis haben. So. Yay. Da. Pose. Wir sind cool, glücklich und ziemlich zufrieden. Genau, jetzt sehen wir schon wieder etwas Neues. Das haben wir zwar vorher auch schon gesehen. Die Schalter, die erst aktiviert werden, sobald du den Mond holst, wo dort drauf platziert ist. Somit tust du verhindern, dass der Spieler einfach irgendwo angeht, wo du als Designer noch nicht willst. Und gleichzeitig wird die Schwelle gerade geöffnet, eigentlich, wenn du den Checkpoint erreicht hast. Sozusagen. Genau. Sozusagen haben wir da gleich eine gewisse Linearität, Genau. aber Ja, es ist dennoch weniger- fühlt es sich sehr, sehr offen an. Es ist nicht linear, es ist einfach Es ist geführt. ein bisschen geführt, genau. Leicht geführt. Ja? Es ist ja, wie soll ich sagen, eine Spielwiese oder so ein bisschen ein Freizeitpark, Ja. wo ein bisschen abgehakt ist, damit du nicht von Anfang an überall hingehst. Das Gute ist auch, es wird dir wirklich angezeigt, hey, da ist etwas, dort solltest du her, es Genau. wäre von Vorteil, oder? Aber wir könnten jetzt zum Beispiel auch nach links gehen und dort noch ein bisschen etwas. Nein, das andere links. Genau, da rauf. Und jetzt sehen wir da ein Schaf zum Beispiel und dort hinten hat es ein Gebäude. Dort hat es mindestens noch mal 2 oder vielleicht sogar 3 Monde drin, wenn wir die holen wollen. Und dann können wir auch... schauen. Ja, gehen wir doch mal schnell schauen, würde ich auch sagen. Das ist so nützlich, aber das haben sie müssen einbauen, so etwas in diesem Stil. Dass du rollen kannst. Das ist einfach mega, mega cool. Aha, was kann man auch da? Ah, tatsächlich. Was mir auch noch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir so einen Mond holen und er so seine super «Ich bin glücklich» Actionsequenz macht, zeigt es das Datum an. Stimmt, ja. Das heisst, wir können nicht lügen, dass wir das nicht am Stück aufnehmen und dann später schneiden und aufladen, weil ja. Genau. Vielleicht haben wir unsere Switch gehackt und haben einfach irgendein Datum eingeblendet. Who knows? Schwenker. Das ist schon alles geplant. Natürlich. So, komm, hol die Münze, das macht mich nervös. Das lassen wir sein. Ich hasse es. So gut. Dummer Bub. Also ich habe mich schon sehr stark aufgeregt, als ich das erste Mal gespielt habe. Ja, ich auch. Ich weiss noch, ich bin nicht in der Docking Station mit der Switch, sondern im Nest hinten, weil ich schon müde war und habe ums Verrecken das noch schaffen. Ich bin dann also definitiv viel zu spät ins Bett. Ja. Okay. Aber das ist normal, wenn ein neues Mario-Game rauskommt, dann gelten die Regeln nicht mehr. Genauso wie bei einem neuen Zelda auch. Aber das sollten unsere Hörer und Zuschauer ja langsam ein bisschen wissen über uns. Ja. Also ich habe extra frei genommen für das Let's Play, dass wir da wenigstens mal ein bisschen starten können. Jawohl. Ich auch. Oh, weißt du... Nein, auf! Okay. Die blöde Kacke-Steuerung! Es ist nicht die Steuerung die Schuld. Ja. Also in dieser Folge sehen wir, wie sich der Raffi stark aufregt Und der Chris und alles sich viel schnell will. ab dem belustigt. Belustigt. Genau. Götzen tut er sich. Schon ein bisschen, ja. Ja. Und jetzt hat es ein Möndchen links, wie holen wir echt das? Ja, das ist gleich. Holen wir das nicht? Okay, gut. Es ist schon genug, überhaupt da durchzukommen. Das ist so, ja. Ja, Du hast einen Beschleunigungsknopf, gell? ich weiss, aber dann machen wir meistens noch mehr Fehler. Yay! Here we go! So. Ja, das sagt jetzt da ja nicht mehr. Siehst du durch wieder das Datum? Genau, danke, dass du unsere Zuschauer darauf hinweisst. Man könnte es auch einfach ausblurren, danach können sie es nicht lesen. Dann machen wir einfach so ein bisschen Pixelhaufen drüber oder Genau. Oder einfach so ein Nerdy Birds Logo einfach so drüber plastern. So, ups, ja, so. tja. Was haben wir da Schönes? Da ist noch ein paar Münzli. Ui du.
Das finde ich auch lustig. Du siehst, dass es von den violetten Münzen immer eine bestimmte Anzahl gibt in einem Level. In diesem Level sind es so ein paar hundert, die man kann haben. Und, was ist das? Ein Was ist riesiger das denn? Eisklotz. Mit einem Triple Mond drin. Was ist das? Das sieht aus wie ein Taxi und irgendein Ein Dude. Dude. Aber ein Dude, der ganz normal aussieht. Ein richtig fotorealistischer Dude. Und das ist mega creepy. Ich finde es ein bisschen strange. Das hat mich auch gestört beim Trailer. Ja. Was ich aber dann, Das hat wenn wir sehr so viele weit Leute sind, gestört. wenn wir dann so weit sind, werde ich dann sicher ein paar Worte dazu sagen zu Ja. müssen. Mittlerweile stört es mich zwar nicht mehr, weil du halt wirklich einfach so unterschiedliche Länder hast. Genau. Und Ich der Kontrast habe macht's schon interessant. Angst gehabt, dass das New York Ding so eine Overworld ist. Aber wir schwätzen dann drüber, wenn Genau, es so weit ist. machen wir das, jawohl. Du musst noch ein bisschen weiterlaufen. Aha. Jetzt geht es weiter, blödes Spiel. Da bin ich auch öfters runtergefallen, dass ich zugeben Da? Ja, Wieso? ich weiß auch nicht. Es ist aus Döfnis. Aus der Öffnis. Ja. Der Doofness. Hey, wieso kann ich die nicht holen? Komisch. Vielleicht musst du dich zuerst flach machen. Tada! Und das ist jetzt etwas, was wir wieder sehen, das haben wir das erste Mal in Mario Galaxy gesehen. Mit diesen Pfeilen. Mario Galaxy hat ja auch so 2D-Abschnitte gehabt. Natürlich nicht so 2D, sondern einfach Side-Scrolling-mäßig, aber in 3D-Grafik immer noch. Genau, das ist auch wieder so eine Hommage. Genau, und dort hast du auch so Teile gehabt, wo die Gravitation einfach gekehrt worden ist halt. Oh! Ah, okay, gut. Hast du es nicht gewusst? Nein, ich habe immer versucht durchzurennen, aber das geht natürlich. Ja. Nein. Was natürlich auch noch spannend ist, wenn du das machst, wenn du in der 2D-Welt bist, dann kannst du den Hut nicht rühren. Genau. Du kannst keine Wandsprünge machen oder Rückwärtssalto und so. Es steuert sich wirklich wie ein klassisches Super Mario Bros. Auf dem Super Nintendo. Auf dem NES meine ich. Von dem her, ja. Und weil Nintendo uns gerne ärgern tut und wo dass wir verwirrt sind, ist der ganze Teil auf dem Kopf und das kann man nicht anders machen. Ja, Sack. Nein, geh nochmal zurück. Wieso? Mach's. Und jetzt geh nach rechts. Oh! Münze. Und ein Mond. Leck, bist du ein gescheiter Bauer? Gell? That was a secret. Yeah. Mysteriöse Kopfstandmalerei. Wandmalerei. Mysteriös. Mysteriös. Hallo, ich bin... Es macht sogar Sinn, dass alles auf dem Kopf ist. Die ganze Ja, Pyramide die ist auf dem Kopf. Ah, Nein, wieso? Weil ich mich auch von dem Kugelwilli verstecken. Stimmt, die ganze Pyramide ist auf dem Kopf. Oh Mann, oh da habe Das ich ist mich hure aufgeregt. cool. Aber ich habe mich aufgeregt. Wieso? Ah, also du weißt cool, wie er rauskommt. Ja, wenn er rauskommt. Dass du halt zuschauen kannst, wenn er in 2D überkommt und dann plötzlich tada! Oh, schaffe ich es überhaupt noch? Ja. Easy peasy. Easy, Bro, easy, Bro. Ah, Das funktioniert nicht, ja. Jawohl. Ja, du darfst ihn nicht schütteln, während er schon unterwegs ist. Wenn du nochmal schüttelst, dann nachher geht er aufs nächste Ziel los. Ah, so. Das ist cool, wenn du ganz viele Gegner um dich herum hast oder so. Dann kannst du einfach schütteln. Schütteln, wieder heim. Ja, also ich muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad her ist das wesentlich einfacher als Mario 64. Ja, das stimmt schon. Ich habe Mario 64 wieder mal reingetan, um wieder mal ein bisschen auszuprobieren und es ist viel schwieriger, als ich es in Erinnerung habe. Aber wir sind natürlich auch extrem verweichlicht heute, weil Games werden generell einfacher. Ich glaube auch, wenn wir Mario 64 spielen, dann fühlen wir uns so mega pro-mäßig, dass wir uns einfach überschätzen. Schnell gehen, zu wenig vorsichtig sind, wir finden, wir sind Pros, wir haben das alles schon mal gemacht. Absolut, ja. Also das ist ein ganz grosser Faktor, der da mitspielt. 100%. Das ist definitiv so, ja. Und da ist halt, oder, neues Game, okay gut, und dann schaust du alles ein bisschen genauer an. Genau. Und es ist schön, wenn du sagst, du heisst Meier, danach denkt irgendjemand, ja, Meier, easy peasy, ich weiss wie schreiben. Dann schreibst du das einfach irgendwie, obwohl es vielleicht überhaupt nicht stimmt. Hingegen, wenn du sagst, du heisst... Ja, meine Mutter. Du heisst... Wieder und dann frage ich sie mit IE. Und dann sage ich nein mit Y. Und dann sage ich jetzt was, schon wieder?
Ich habe den Witz seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Oh Mann. Ich habe in der Gewerbeschule einen Lehrer gehabt. Der hat damals immer gesagt, Herr Wieder, Sie widern mich wieder an. Wow. Nein, mich geliebt. Hat er, wirklich. Du, was machst du? Du kannst die auch zurückschmeißen, gell? Das weißt du? Ja, ist mir gleich, ich warte auf die da. Okay, mach was du willst. Batz. Ja, die anderen verletzen sie auch. Ja, natürlich. Du Aber musst nicht sie nur, so, dass du kannst sie nicht einfach von irgendwoher zusammenschlagen, sondern du musst wirklich halt wirklich zurückschiessen. Die übrigens auch. Ah, tatsächlich, schau mal an. Dann landet sie hört einfach. endlich auf. Genau, ja. Jetzt siehst du jetzt den, kannst du einfach gerade. Ah, Cool, gell? du bist einfach verdammt ein gescheites Bürstchen. Ja, ja. Ah, was würde machen, hätte man den Chris nicht. Deutlich schlechter und langsamer zu spielen. Ja, und weniger cool aussehen dabei. Dafür sieht mir jetzt cool aus, wenn wir den holen. Jawohl. Oh, oh Mann. So gut, Raffi. Oh Mann. So dumm. Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt zum Aufhören, würde ich sagen. Jetzt haben Jetzt wir waren wir grad, schnell. genau, kannst du da gerade beim Standbild. Yay! Jetzt warten wir noch schnell, was da passiert. Genau. Und sie fliegen weg. Game over. Game Jetzt können wir heimgehen. Es ist dunkler geworden. Stimmt. Wieso ist es dunkler geworden? Oh, oh. Oh, Es ist jetzt kommt Nacht. Aliens. Jetzt ist nicht Majora's Mask da. Ah, stimmt. Die Huren Aliens, die sind auch nie erklärt worden. Oh, hoppala, jetzt gibt es dort ein Loch, wo die Pyramide vorher Die sind war. wirklich nie erklärt worden. Nein, es ist nie Die sind erklärt einfach worden. dort. Auch in Hyrule Historia siehst du nichts drüber. Also es hat etwas, aber es wird nicht darauf eingegangen. Jetzt ist es offenbar noch älter als vorher. Oh, scheiße. Irgendetwas muss dort im Loch drin sein. Genau. Und ich finde es richtig schade, dass ich jetzt die Joy-Cons muss abgeben Ja. Tja. muss. Und Das Coole ist, darum wir sagen könnten wir... jetzt, wenn wir schon nach 2 Monaten gefangen hätten, könnten wir schon ins nächste Level gehen und müssten das nicht forschen gehen. Aber wir machen das trotzdem, weil wir wissen wollen, was dort unten läuft. Und wir wissen, dass ihr es wissen wollt. Ihr wollt wissen. Wir wissen, dass ihr wissen wollt, was wir schon wissen. Ganz genau. Du hast das wunderschön gerade gesagt. Und in dem Sinn, Ade miteinander. Ade, bis zum nächsten Mal.